Entzünden der Lichter. Da das Entzünden der Lichter ein religiöses Gebot ist, wird es mit Segenssprüchen eingeleitet. Wir danken Gott dafür, dass er uns ein Gebot gegeben und unseren Vorfahren Wunder erwiesen hat. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du Wunder erwiesen an unseren Vätern in jenen Tagen zu dieser Zeit. Amen. Es folgt nun ein kurzes Gebet vom Kantor, Oberkantor Issachar Hellmann und dem Synagogenchor vorgetragen.
Jetzt singt die Gemeinde ein Lied in 5 Strophen, das aus dem hohen Mittelalter stammt. Darauf tragen Kantor und Chor den 30. Psalm vor, dessen Überschrift auf die Einweihung des Tempels hinweist. Die Synagoge, in der wir uns befinden, ist vor gut 130 Jahren erbaut, seither erweitert und mehrfach renoviert worden. Die Architektur entspricht den Vorstellungen jener Zeit. Der Innenraum ist typisch für den Aufbau einer traditionellen Synagoge des westeuropäischen Ritus. Vorne an der Ostwand erhöht befindet sich die Heilige Lade hinter diesem Vorhang, in der die Torarollen aufbewahrt werden. Davor das Pult für den Vorbeter. Dieser verrichtet seinen Dienst mit dem Rücken zur Gemeinde. Die Geschlechter sind streng getrennt. Frauen haben ihre Sitze und Pulte auf der Galerie. Für gehbehinderte Damen ist unten ein Abteil reserviert. Gegen die Mitte zu steht, leicht erhöht, ein breiteres Pult, das zur Vorlesung aus der Tora im Morgengottesdienst an Samstagen, Feiertagen und weiteren besonderen Tagen benutzt wird. Nun folgt Psalm 30 im Wechselgesang von Chor und Kantor. Simacheta velo simacheta oevani Mishmashir Hanukas Habayis leDavid Mishmashir Hanukas Habayis leDavid Zameru zameru l'Adonai Chasidov vehoido
לזכר קודשו. מזמור שיר, חנוכס, חנוכס הבית לדוד. מזמור שיר, חנוכס, חנוכס הבית לדוד. מה ביצע בדמי, מה ביצע בדמי, ברידתי ולשחס, Was ist das Verdienst meines Todes, wenn ich zum Abgrund stürze? Wird der Staub dich anerkennen? Wird er dir Treue schwören? Höre Gott und begünstige mich. Gott sei mein Helfer. Du hast meine Klage in Tanz verwandelt. Du hast meine Sackleinwand gelöst und mich mit Freude umgürtet, auf dass meine Seele Musik zu dir mache und nie aufhöre, ewiger mein Gott. Für immer will ich dir danken. Der Refrain ist ein Psalm, ein Lied zur Einweihung des Tempels von David. Es folgt das Abendgebet, eingeleitet von der Bitte um Gottes Sündenvergebung und der Aufforderung zum öffentlichen Gotteslob. Vorher singt der Chor zu Ehren des besonderen Anlasses die letzten Verse von Psalm 113. Er richtet auf aus dem Staube den Armen, aus dem Schutt erhebt er den Bedürftigen, setzt ihn zu den Vornehmen seines Volkes, macht die Kinderlose im Hause zu einer freudigen Mutter von Kindern. Nadi
Das ist das öffentliche Gotteslob. Und nun leiten zwei Segenssprüche das Glaubensbekenntnis ein. Der erste dankt Gott für die Einrichtung von Tag und Nacht. Der zweite Segensspruch gilt Gott als Dank für seine Lehre und seine Gebote, als Ausdruck seiner Liebe zu Israel. שיחת עושים ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל